Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind immer noch in der schwarzen Wacht stecken geblieben und zwar haben wir unten noch eine Quest offen und zwar Blutkugeln zerschmettert oder Bottiche mit Balsamirigungsflüssigkeit zerschmettert. Ich würde sagen, wir schauen uns das gerade mal von näher mal an, was da so könnte auf uns warten. Warte, das ist Balsamico-Flüssigkeit oder Balsamik. Ich weiss nicht, wie man das genau ausspricht, meine Güte. Und das sind die Kugeln. Also es hat Kugeln und Balsamirflüssigkeit. Die sollten sich beide da befinden. Das heisst für uns, wir müssen da hauptsächlich den Weg frei räumen. Das sieht aus nach so einer Kugel. Blutkugel zerschmettert und das ist so ein Ding. Okay. Das heisst, wir müssen einfach schauen, dass wir mehrere Plattformen leer räumen, so plus minus. Und dann die Siechen auseinandernehmen. So, und der zweite Drachenvolk hat jetzt auch gemeint, er darf zur Arbeit beginnen. Der erste ist gerade von Anfang an mit dabei gewesen. Im zweiten muss ich wirklich übers Knie legen und sagen, nicht in Ordnung so, nicht in Ordnung so. Bitte pünktlich erscheinen zur Arbeit. So, dann haben wir da ein paar Skelette. Oh, da hinten greift mir noch so ein übler Krabbler an. Hey, schau, du bist da ein halber Sklave, der muss Zeug umeinander tragen und willst dich mit uns anlegen. Du hast doch wirklich nicht mehr alle Schreiber am Sack. So, dann haben wir die halt auch noch aus dem Weg geräumt. Supidupi. So, dann machen wir da schon mal... Blutkugel zerschmettert. Du lässt uns in Ruhe, gehe ich jetzt und hoffe ich mal. Nein, auch nicht. Ah, Mann! Ich bin halt eher einer, der gerne eben so Quests schleichend erledigt und nicht immer da so angegriffen wird von allen möglichen Seiten. Aber wie es aussieht, ist das nicht machbar. So. Haben wir gerade da unten noch eine? Nein. Da unten haben wir jetzt gerade noch die nächste. Da haben wir sogar noch eine Quest, die wir könnten annehmen. Ich würde sagen, wir machen uns mal auf zu dem Platz. Da haben wir sowieso noch mehrere Sachen aufs Mal, die wir erledigen können. Der verreist gerade da von der Stelle, das heisst, wir haben genug Zeit auf Vorrat mal da uns auf den Platz aufzuschleichen. Stachelgul. Ah, da gibt es auch noch mal eine Quest für uns. Bringt von uns Kreuzfahrer Olakin Sanitrit der Schwarzwacht 10 gezackte Splitter. Und wo komme ich die über? Okay. Wir haben eine neue Quest bekommen, von wem genau ich das bekomme und wie, was, wo, habe ich jetzt gerade noch nicht herausgefunden. Ich hoffe, das erfahren wir noch im Verlauf dieser Quest. So, dann haben wir schon 3 von 5 zusammen. Das läuft schon ziemlich flott, aber jetzt sind wir gleich mal aus dem Weg rum, dass ich da hinten noch die Quest kann annehmen. Es ist ziemlich gut, dass wir da mehrere Quests aufs Mal noch haben. Dann können wir auch schnell schauen, dass wir das Level-Up erreichen. So, voilà. Sali, Vater Kamaros. Vater Kamaros, okay. Bringt Vater Kamaros in Sicherheit und erstattet dann Bruder Kilton an Bord der Ograms Hammer Bericht. Okay, aber du musst uns jetzt einfach ein bisschen begleiten. Der Segen des Lichts möge euch über euch scheinen, dafür, dass ihr mir in Zeiten der Not geholfen habt, Schweizer. Ich war lang genug in diesem Ort. Lasst uns gehen. Okay, aber wo genau ich dich anbringen muss, habe ich keine Ahnung. Laufst du jetzt uns hinten an oder muss ich dir hinten anlaufen, oder? Okay, kämpft mit, das ist schon mal positiv. Aber wie es aussieht, müssen wir in dem Fall stückchenweise begleiten. Aber das klingt ja eigentlich noch kein Problem, grossartig. Dann begleiten wir ihn einfach. Komm, lauf doch du einfach weiter. Wir kümmern uns darum, Opi. Lieber Vater. So, hopp da schon. Vorwärts geht's. Das kann sich nur um Stunden handeln. Wir haben wieder so ein richtig langsames Mannöckli bei uns. Aber wenigstens haben wir schon mal einen gezackten Stachel dafür einsacken. Gezackter Splitter. Wie es aussieht, kommen wir die dann wirklich von denen über. Das ist ziemlich Neues. So, da. Also laufen, ja, man merkt wirklich, dass du ein Vater bist. Schön gemütlich, auch mit einer Glatze da momentan auf dem Kopf, mit so einem Geissenbärtli. Sieht irgendwie noch ein bisschen schick aus, sehen wir das da von näherem. Ja, das sieht noch schick aus. Also wirklich, sein Stab gefällt mir mega, der glitzert da so umeinander. Wenn meine Drachenfalken nicht die ganze Würde im Weg kommen, wenn ich etwas betrachte. So, wo lang geht's jetzt? Wo muss ich dich denn überhaupt anbringen? Bis ans Ende der Welt. Ah nein, ist gar nicht so weit im Fall. Ah, da greift gerade mal so einen an. Stachelgul. Der Argtumer-Kreuzzug ergibt sich niemals. Ja, das würde ich auch nicht, wenn ich mit dabei bin. So, komm jetzt. Forza. Seid gegrüßt. Ja, Sali, du ebenfalls. Jetzt haben wir schon mal den Vater Gustav kennengelernt und jetzt an der Stelle auch mal den Vater Kamaros. Das heisst, wir haben schon 2 Väter kennengelernt von uns. Gott sei Dank sind es, glaube ich, nicht die richtigen und nennen sich nur so. Vater nennt man ja auch irgendwie so die kirchlichen Leute. Das ist irgend so ein kirchlicher, gar nicht davon aus. So Vater Gustav, Vater Kamaros. Wo sagst du gepriesen?
So, komm mit. Also so lange bin ich schon lange nicht mehr unterwegs gewesen. So, wir kümmern uns trotzdem dem drum. Oh nein, jetzt kämpft er mit. Stimmt, ich hätte warten, bis er weiter voran ist. Es leckt ein bisschen. Was meine ich das nur? Nicht, dass wir da wieder aus dem Spiel rausgehen. Aber wie es aussieht, läuft das gut. Bis dafür müssen wir ihn begleiten, da in das Kreisli rein. Also nicht mehr allzu weit, aber ich gehe irgendwie davon aus, dass wir noch überfallen werden oder irgendetwas in dieser Richtung. Nicht, hä? Okay. Wir haben da wirklich einen absolut gemütlichen Spaziergang. Sali Papi! Sali Mutter! Was hast du zu erzählen? Das Komm, Licht erzähl uns zeigt etwas. doch. Kann ich dich da wenigstens anbrüllen oder so, dass er mal schneller läuft? Warte mal schnell. Lauf mal schneller! So, da ist Endstation, oder? Noch weiterführen? Ja, aber du wolltest einfach, dass ich noch gegen die zwei kämpfe. Ich sehe es jetzt schon. Ja, es ist so klar gewesen. Stell doch dem Urteil des Lichts. Der Einzige, was ich am Licht muss stellen, bist du. Und zwar jetzt, wenn du mal nicht langsam vorwärts machst im Fall. Komm. Okay, haben wir es geschafft. Supi. Ihr müsst meinem Bruder mitteilen, dass ich am Leben bin. Ja, das würde ich liebend gerne ausrichten. Ich verdanke euch mein Leben. Ich werde zu meinen Kameraden zurückkehren und für eure Tapferkeit berichten. Geht gegen die Geister mit aller euch zur Verfügung stehenden Kraft vor und wir werden an eurer Seite sein. Und da rennt er plötzlich davon. Plötzlich kann er rennen. Ach du heilige Maria. So, dann haben wir die Quest nämlich gerade schon mal souverän erledigt. Die können wir dann auch irgendwo da hinten abgeben, auf dem Bötli oben. Auf dem Bötli von der Ogrimmar, also auf dem Luftschiff. So, wir müssen sowieso dann noch ein paar von diesen Stacheldinger hier töten, Stachelghoul. Aber ich würde sagen, komm, wir machen das auf ein Reittier rauf. Wir haben ja noch die andere Quest gleichzeitig, wo wir ein paar Sachen mit kaputt machen. Vielleicht können wir die plus minus irgendwie verbinden. Aber das schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar, wo haben wir da die nächsten Gefäße zum Erledigen? Also da haben wir geräumt, da haben wir geräumt. Es ist halt die Frage auf dem Platz, ob es da überhaupt etwas hat davon. Aber ich gehe jetzt mal davon aus. Und dann müssen wir von denen... Ja, da hat es auch. Okay, dann machen wir das gerade mal so, weil da hat es auch noch Stachelghoul. Dann können wir die Quest wirklich schön vereinen, schön gemütlich. Oder nur ein Drachenfalken wieder kommt da rechtzeitig am Morgen. Ah, du hast wieder gemeint, du musst auf dich warten lassen. Du bist mir doch auch ein Löli. So, la. Komm. Skelettinstruktor. So, ja, dich wollte ich hier töten. Stachelghoul, du darfst dich da gerne mit in den Tod stürzen mit deinen Mitkameraden. Weil ich brauche von dir nämlich noch etwas. So, dann schauen wir gerade mal, ob wir da... Ja, einen haben wir erhalten. Nice, okay. Das heisst, wir können dann wirklich, ich glaube, von jedem eine Eis... Mein Gott. Von jedem Eis über. So einen gezackten Splitter. So, dann schauen wir gerade. Von ihm können wir auch Eis über. Ja, dann können wir wirklich von jedem einzelnen Eis über. So, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. So, der hat uns nicht bemerkt. Nice, sehr gut. Jetzt fehlt uns von jedem auch nur noch eins von diesen Gefäßen. Gut, das Gefäß haben wir abgeschlossen. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch das Gefäß. Ich würde sagen, jawohl, ich hätte ich eh wegräumen. Und dann schauen wir, dass wir da noch das Gefäß finden. Und nachher wir dann auf dem Mount zu schauen, dass wir ein paar von diesen Stachelghoul erledigen können. Also, dass wir die irgendwie heimlich können aufsuchen und töten. Jetzt räumen wir ich noch weg, dass ich da in Ruhe rankomme. Hier sind da, glaube ich, wieder neue Kreaturen am Erschaffen, die wieder am Zusammensitzen. Ah, darum Instrukteur. Darum sind das Skelettinstrukteure. Die tun jetzt wirklich die zusammensetzen, die Riesenviecher, die wir erledigt haben schon mal. Aber jetzt würde ich mal sagen, kann ich dich da irgendwie rauspflücken? Ohne, nein. Ohne dass man das merkt. Ja, das funktioniert gut. Das funktioniert supidupi. Dann würde ich sagen, machen wir doch das mal. So, hoppla, Schorsch. Nice, jetzt fehlt das nämlich auch noch, nur noch eins von denen. Das heisst, wir suchen jetzt noch einen Stachelghoul aus dem Mount. Wir schauen, dass wir unbedingt bleiben. Ich glaube, von dem... Nein, das ist nur ein Übelkrabbler. Von dem kommen wir das nicht über. Wir müssen wirklich so einen Stings finden. So einen Ghoul. Ghoul. Da haben wir einen. Nice. Dann erledigen wir gerade den Stachelghoul da noch. Dann haben wir nämlich die Quest auch souverän abgeschlossen. Jawohl. So, dann haben wir die 10 von 10 zusammen. Dann würde ich sagen, machen wir uns gemütlich zurück auf den Weg zu unserem Questabnehmer. In der schwarzen Wacht oben. Also nur das kleine Bereich, die schwarze Wacht heisst, finde ich aber auch schon ein bisschen überlegenswert. Was ich sicher mal noch machen an dieser Stelle ist meinen Bart mal wieder rasieren. Wird langsam immer länger, aber ich komme irgendwie nicht dazu. Ich denke mir immer, das ist eine kurze Nebensache.
So, dann geben wir mal beim Kreuzfahren unsere Quest an. Nice, er hat gerade mal 2. Ich schmelze. Und zwar benutzt die Tasche mit gezackten Splittern in der Nähe eines der Hochhöfen auf der untersten Ebene von Malikris. Kehrt mit dem verhüteten Metallbarren zum Kreuzfahrer Olakin Sanrit bei der Schwarzwacht zurück. Das sollte eigentlich gut machbar sein. Die Runenschmiede von Malikris bringt Kreuzfahrer Olakin der Schwarzwacht 5 runenverzierte Saronit-Plattenrüstungen. Okay, das sollte machbar sein. Quest beenden. Hast du noch mal eine für uns? Level 77. Wir kommen dieser ganzen Sache schon mal immer näher. Noch 3 Level, dann haben wir Nordrinde. Eigentlich können wir das mal schon hinter uns lassen und schauen, wo es uns denn in ein neues Gebiet verschlägt. Dann würde ich jetzt aber mal sagen, die Sachen sind gar nicht da an der Ecke, sondern die sind da hinten. Ja, hoppla schon, aber dann würde ich ehrlich gesagt schnell sagen, dann machen wir uns lieber da hinten auf den Weg, weil nachher ist das alles ein bisschen mehr auf einem Haufen da. Dann kümmere ich mich nämlich lieber zuerst um die Quest dahinter, weil ich habe keine Ahnung, ob wir jemals wieder dorthin kommen und darum schauen wir es uns lieber mal an. Haben wir da wieder einen kleinen Ausflug, wo wir noch schön gegen umeinander fliegen. Was ist da unten? Sind da etwas am Beschwören? Das sieht aus wie so ein Knochen in der Mitte und etwas am Beschwören. Es sieht wirklich ein bisschen danach aus. Aber ich kann es nicht genau identifizieren. Muss ich aber schauen, dass ich am richtigen Weg bin. Welche Quest ist denn das? Ah, die da unten. Zur Todesanhöhe, so schnell ihr könnt. Ja, also so schnell wir können. Wir haben unterwegs noch 5, 6 Quests erledigt. Aber das ist ja nebenbei. So. Reuter Metallbau, da haben wir einen Questgegenstand bekommen. Das müssen wir dann uns dann genauer nochmal anschauen. So, wo müssen wir die denn abgeben? Hinter dem Schloss da. Sieht irgendwie aus. Ich glaube, ich versuche mal lieber ein bisschen noch schief gegen runter zu fliegen. Sieht noch aus, dass ein richtig epischer Eingang in das Schloss rein. Es könnte ja noch was haben von Dracula's Schloss oder so etwas in die Richtung. Ah, da unten hat es sogar noch nie Hintereingang, hä? Aber ein Pool fehlt einfach. Irgendein Pool müsste ihr da noch haben. Dann wäre ich voll mit dabei. Ah, auf dem Platz da unten ist die Quest. Sieht ganz danach aus. Okay, einmal Sturzflug bitte. Okay, da unten haben wir auch mehrere andere Verbündete noch. Also ich gehe davon aus, dass wir unten wahrscheinlich sogar noch eine Questreihe startet. Dann schauen wir uns das mal von näherem an. Entdeckt Todesanhöhe. Okidok. Dann schauen wir uns mal schnell nach. Ah, das ist bei dir. Okidok. Lord Kommandant Arete, Quest beenden. Du hast natürlich nochmal ein neues für uns. Lauscht Lord Kommandant Aretes Erzählung über die Todesanhöhe. Das mache ich gerade liebend gerne. Das bist ja gerade du selber. Dass du uns eine Quest gibst für dich selber. Why not? Lord Kommandant, ich möchte eure Geschichte hören. Ihr nickt leicht, aber beendet die Bewegung nicht, dass sich die Augen des Lord Kommandants verengen, bevor er fortfährt. Also ich tue jetzt das wirklich nicht alles unbedingt vorlesen, weil das ist schon ein übel langer Text. Soll ich mich da jetzt einfach mal durchklicken? Komm, ich klicke mich jetzt da einfach mal durch. Hä? Ah, die wiederholen sich immer. Ich dachte, wo ist gross Admiral hingegangen? Das geht in Ordnung. Lasst uns beenden. Haben wir es geschafft? Okay. Ich glaube, man hätte wirklich den Text durchlesen müssen, um die richtige Antwort plus minus zu finden. Aber wie es aussieht, habe ich mich jetzt doch ein bisschen durchschmuggeln wie in der Schule früher. Lord Kommandant Aretet an der Todesanhöhe möchte, dass ihr die Blutblase mit dem Blut von 10 ausgehungerten Haien füllt. Okay, das sollte eigentlich machbar sein. Das ist gerade noch über der Quest für uns, außer der tägliche. Der hat nur eine tägliche Quest für uns. Im Beutel haben wir gerade momentan noch genug Platz. Dann mache ich das Verkaufen erst ein bisschen später. Dann würde ich mal sagen, ja, ich bin davon ausgegangen, dass wir da wahrscheinlich ins Wasser rein müssen. Dann machen wir das einmal ganz kurz. So wie es aussieht, ist da so ein Teil in der Küste rein. Also da rundherum wahrscheinlich. Aber was ist denn das für ein Schloss? Das ist aber von der Allianz. Das sind Allianzschiffe, das kenne ich. Das sieht auch aus wie so ein Kloster, das wir schon ein paar Mal haben müssen erledigen. Jetzt hoffe ich aber, dass da unten eine riesige Allianzarmee steht, wo ich dann nachher keine Chance mehr habe. Ich würde sagen, Hafen des Ansturms. Okay. Ja, das sind wirklich Allianzer. Da gehe ich jetzt davon aus. Alles wirklich so Greifer mit Leuten oben drauf. Aber ich würde mal sagen, wir machen das eher da an. Hafenwache des Ansturms, okay. Dann schalten wir den mal aus und dann würde ich mal sagen, dann schauen wir, dass wir da... Blut von angehungerten Haien. Sind wir nicht im Gebiet drin? Doch, wir sind doch im Gebiet drin. Ja, wir sind locker im Gebiet drin. Aber ich habe gedacht, dann haben wir wenigstens in der Nähe noch ein bisschen Land. Dass wir da vielleicht nicht unbedingt zu sehr unter Wasser müssen die ganze Zeit. Aber wie es aussieht, lässt sich das nicht vermeiden.
Aber ich habe da ja noch etwas Praktisches in meinem Beutel. Habe ich das noch mit dabei? Der Anwender kann 3 Minuten lang unter Wasser atmen. Sola. Jetzt kann ich viel länger unter Wasser atmen, nämlich. Ah, jetzt geht's. Okay, also wirklich jetzt erst wieder. Ah, das kann ich kürzeren. Machen wir doch ein Leben genau. Wenn wir da schon unter Wasser sind und 3 Minuten können unsere Luft anhalten, dann muss ich mir nämlich auch wenig Sorgen darüber machen, dass wir da am Vertrinken sind. Solange der Effekt andauert. Das ist der da, hä? Okay, den wird es im Auge behalten. Wenn der dann abgelaufen ist, können wir nicht mehr so gut atmen unter Wasser. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht allzu viel Hai, wie ich erwartet habe. Also wahrscheinlich hat das jetzt wirklich gar nicht gebracht, was ich eingesetzt habe. Wahrscheinlich wären wir schneller gewesen mit dem Mount so oben durchfliegen, einen rauspicken, wieder einen rauspicken und so weiter. Aber ich nehme mir jetzt die Zeit einmal in der grossen See mal etwas bisschen zu questen. Das haben wir, glaube ich, bis jetzt noch nie gemacht. So würde ich jetzt mal grob schätzen. So, oh nein, das Blut brauche ich noch. Nicht verschwinden! Er ist einfach verschwunden. Ohne dass ich mein Blut auch nehmen konnte. Nein! So, da oben haben wir auch gerade den nächsten Hai. Come on. Ah, so weit entfernt ist das auch nicht. Gut, unter Wasser sieht alles so wenig weit entfernt. Also ich muss, wie es aussieht, zuerst das Blut einsetzen, bevor ich kürzere, weil dann verschwindet er gerade. Oh, jetzt ist es plötzlich hinter mir. Das ist crazy. Das ist crazy. So, und jetzt kürzere. Unter Wasser sieht man wirklich nie so genau, wie, was, wo. Vorne haben wir gerade wieder einen Hai. Dann schauen wir, dass wir den noch schnell rauspicken. Der ausgehungerte Hai, ja, darum sind die so schwach. Der müsste ja eigentlich ziemlich aggressiv uns da richtig flatschen und in der Luft zerreißen, so wie da steht. Ausgehungerter Hai. So, la. Nice, den haben wir schnell erledigt. Also wir machen wirklich gut Damage, besonders seit wir da im letzten Mal den neuen Bogen bekommen haben. Es hat sich unser Damage wirklich fast um 100 erhöht, das ist natürlich ziemlich Neues. So, Kirschen nicht vergessen, da habe ich gerade wieder den nächsten Hai gesehen. Ich versuche eher in dem Gebiet reinzubleiben, jawohl. Ich denke, da finden wir einen nach dem anderen, ja genau. Da haben wir gerade 2 Stück schon wieder aufs Mal. Die Quests sind eigentlich gut machbar, obwohl ich Unterwasser-Quests allgemein hasse, egal in welchem Game. Also wirklich egal in welchem Game. Ob Super Mario, Zelda, was auch immer, unter Wasser ist meine Hass-Dings. In Kingdom Hearts hat es ja auch mal so eine Unterwasser-Szene gegeben, wo wir einen Bosskampf hatten. Ich muss ehrlich sagen, das war mein Hassteil vom Bosskampf. Wirklich mein absoluter Hassteil. Ich weiss nicht warum, ich kann das nicht haben, unter Wasser kämpfen. So. Ausgehungerter Heim, wir kommen. Bleibst da. Hallo. Jetzt sind wir in der Reichweite. Jawohl. Also. Das wird gerade so. Erste Nummer 5. Ja, das geht recht langsam voran, so. Wenn wir einfach unter Wasser schwimmen. Aber wir haben gesagt, wir nehmen die Zeit. Wir nehmen die Zeit auf uns. So. Nein. Ach, Gott sei Dank habe ich wieder unterbrochen. Ach, Dummheit lässt grüßen. Dummheit lässt grüßen. Da haben wir gerade wieder einen. Wir schwimmen da wirklich gemütlich da über die komplette, um die komplette Insel herum. Aber eben, solange ich da kann, sind die 3 Minuten schon rum. Wieso sind die 3 Minuten schon rum? Dann können wir in dem Fall wirklich eine andere Strategie auffahren nachher. Wenn wir keinen weiteren Hai würden finden. So, das Blut haben wir. Dann kümmern wir uns um den da. Ja, ich sehe es. Ich merke das immer an dem, wie die Zahlen stehen, wenn da rot sind. Dann weiss ich, bin nicht genug näher. Jetzt bin ich genug näher, oder? Dass man auf das muss immer ein bisschen auf das achten. Oder? Next one. So, 7 haben wir schon mal. 7 haben wir schon mal. Super dupi. Da haben wir gerade die nächsten 2 unsichtig. Nicht davon. Gar nicht davon. Bitte komm zurück. Jawohl. In Reichweite. Let's do it. Hat es da unten auch Höhlen und so? Ist halt recht tief da auch. Ich glaube, es hat sich nie wirklich jemand in WoW gewagt, so mal unter Wasser alles ein bisschen zu erkunden. Mich wundert es, ob man dort ein paar Kisten oder etwas in die Richtung finden würde. Das wäre für mich natürlich ziemlich flott. Mal wieder ein Kisteli, ich schwöre, ich habe schon so lange kein Kisteli mehr gefunden. Das ist einfach göttlich, wenn ich ein Kisteli finde. Das ist mein Heiligtum. Das ist meine Glückseligkeit, wenn ich so etwas finde. So, gerade der nächste. Jetzt habe ich mich schon konzentrieren, bis ich da wieder in Reichweite bin. Wenn man so wenig Hirn hat wie ich, dann muss man sich ab und zu einmal ein bisschen konzentrieren, sonst kommt man nicht nach. Multitasking am Arsch. Aber ich muss ehrlich sagen, mein Kurzzeitgedächtnis ist momentan wirklich gröber. Es ist wirklich gröber. Ich weiss nicht, was los ist, aber ich habe ja mal aufgehört räucheln. Also
andere Substanzen, also ich glaube es schon mal erwähnt, aber ich habe das Gefühl, jetzt habe ich wirklich seit 4 Monaten oder so, 4 oder 5 Monaten, gar nichts mehr angelangt. Mir geht es wirklich nicht gut. Ich habe ganz das Gefühl, ich kann keine klaren Gedanken mehr fassen und so weiter. Ab und zu ist es wirklich wieder besser und dann wieder schlechter, wieder besser. Aber ich hoffe im Großen und Ganzen eigentlich, dass es wieder besser kommt. Oder dass das mal aufhört. Oder dass es nicht kann sein, dass man wirklich eine längere Zeit muss halt wieder daran gewöhnen, bis das mal ganz aufhört. Wenn ihr Erfahrungen darüber habt, schreibt es mir bitte doch in die Kommentare, damit ich mich vielleicht ein bisschen beruhigen kann, weil im Großen und Ganzen habe ich das jetzt einfach für mich allein gemacht, wirklich kalten Zug durchgezogen, weil ich einfach gefunden habe, eben, erstens ist es besser für YouTube, weil es hat mir so Spass gemacht, YouTube machen, also allgemein Videos machen, ein bisschen schnurren von der Kamera, dass ich mir einfach gesagt habe, hey komm, zieh es durch, hör auf mit dem. Und das andere ist, es ist halt auch besser, also es ist mal einmal wieder lustig, einfach mal nüchtern zu sein. Es klingt blöd, einfach mal wieder einen klaren Kopf plus minus so, also so habe ich mir das gedacht, aber momentan habe ich das Gefühl, ich habe eben keinen klaren Kopf. Aber es kommt immer besser, von Tag zu Tag zu Tag. Ich glaube, es braucht wirklich noch mal ein paar Monate, weil ich halt wirklich sehr lang geraucht habe und viel geraucht habe. Dass es halt wirklich ein Zeit noch braucht, bis das Ganze sich regeneriert hat im Großen und Ganzen. Aber was soll's? Wir haben die Quest jetzt gemütlich erledigt. Ich bin ja schon wunderschön am Zurückfliegen. Einfach ein kleiner Real Talk wieder am Rande. Auch wenn jüngere oder ältere Zuschauer dabei sind. Ich glaube, das ist immer wieder mal witzig, mal so etwas zu hören. So, wir sind wieder schon beim Lord-Kommandant Arete angekommen und können unsere Quest abgeben und er hat direkt nochmal eine neue für uns. Dann kommen wir neue Hände über, aber die Hände, Müll. Absolut Müll. Bringt aus dem Todesufer auf der Todesanhöhe ein Greifen des Ansturms. Jetzt müssen wir einen Greifen uns fangen dort unten. Okidok. Okidok. Jetzt müssen wir uns einen Greif schnappen. Ich glaube, also die Greifer, die sind ja alle da unten unterwegs. Aber wie muss ich das genau machen? Was könnte passender sein, als einen ihren Greifen gegen sie einzusetzen? Geht zum Hafen des Ansturms, nehmt die Zügel eines ihrer Greifen aus dem toten Klauen seines Reiters, kehrt mit dem Greifer zu Uzo Todesruf zurück. Er wird seine Verwandlung sorgen, um euch weitere Instruktionen zu geben. Ich würde sagen, das machen wir jetzt noch ganz kurz. Let's go. Mache ich wieder das automatische Fliegen rein. Yuppie. Yippie, yippie. So, dann schauen wir, dass wir da unseren Greif schnappen können. Ich weiss noch nicht genau, wie ich das genau machen soll. Jetzt einfach einen Greif angreifen und hoffen, dass wir dann irgendwie zuerst den Herr tötet und nachher ihn lootet und nachher gerade direkt auf den Greif. Ich muss mir das jetzt genauer anschauen. Ich versuche gerade den mal zu schnappen da. So, la. Komm. Jawohl, kann ich dich da ein bisschen im Boden runterlocken. Ja, das funktioniert einwandfrei. Ich bin jetzt unsicher, ob das jetzt so klappt. Da muss man jetzt anschauen, komm an. Ja, jetzt haben wir die Zügel, aber... Oh, Entschuldigung. Jetzt haben wir sogar noch einen Dolch erhalten, aber wo ist jetzt der Gegenstand? Da. Benutzt... Ah, das muss ich einfach benutzen. Aha, okay, alles klar. Bringt den Greif des Ansturms zum Uzo, oder das muss ich einfach einsetzen, wenn wir dann bei ihm sind. Okidok, alles klar. Ich habe jetzt gemeint, wenn wir wirklich so einen Greif fangen, also jetzt irgendwie den Herr runterschiessen und nachher versuchen irgendwie drauf zu gehen und so. Aber wie es ausgesehen hat, ist das leichter gewesen, ich erwartet habe, okay. Aber es ist auch mega geiles Mount. Also so, ich glaube, ich habe sogar einen Greif, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, ich habe sogar einen, nicht? Der Hypogreif, einfach wo ein bisschen in Flammen steht, ja. Den könnte man natürlich auch mal ein bisschen gebrauchen. Der sieht nämlich auch noch nice aus eigentlich. Also so ganz im Weiss gefällt mir mega. Ich muss mal schauen, ob ich so einen irgendwo beschaffen kann. So, da ist dein Greif. Du bist doch Uzo. Nein, du bist nicht Uzo. Uzo. So, Quest beenden. Du hast noch mal eine aus. Uzo Todesrufer auf der Todesanhöhe möchte, dass ihr 10 Greifenreiter des Ansturms tötet. Wieso nicht gerade von Anfang an? Wieso jetzt nicht einfach von Anfang an? Was machst du jetzt mit dem? Was macht er jetzt mit dem Greif? Er verwandelt so zu einem Untoten. So bitte sehr, Mann, ein Knochengreif ganz für dich allein. Und jetzt lass uns darüber reden, dass du ihn nimmst und den Ansturm bekämpfst. Ja, und wie soll ich ihn nehmen? Also nehmen kann ich ihn schon mal nicht. Und ich finde es eigentlich schade, dass man ein Lebenswesen zu einem Untoten macht. Ich verstehe, dass wenn man ein Todeswesen zu einem Untoten macht, ich finde das nicht so ganz... Nicht ganz so, bin ich nicht so mit einverstanden eigentlich. Aber wir lassen es jetzt mal so stehen. Und ich würde sonst mal sagen, ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde World of Warcraft mit einem Schweizer. Abo und Like nicht vergessen. Und bis dann, danke. Tschüss.